In ihrem Alltag sind sie Bankkaufmänner, Systemtechniker oder Schornsteinfeger. In ihrer Freizeit aber sind sie Rockabillys, wie Elvis kein besserer hätte sein können. Bei einem ihrer Ausflüge zeigt uns die Truppe aus Nürnberg, was es heißt, ein echter Rockabilly zu sein. Generell natürlich diese freie Lebensart, dieses Rebellische und dieses tun und lassen können, was man will. Und ein bisschen so gegen die Gesellschaft und gegen die Normen und das, was sich so gehört, ein bisschen dagegen anzukämpfen. Und dann kommt es natürlich auch auf Make-up und Outfit an. Bei den selbstbewussten Damen ganz wichtig, hohe Hacken und die richtige Frisur. Tagsüber Jeans oder Kleid, der Petticoat kommt erst abends in Schwung. Bei den Herren geht ohne Sonnenbrille gar nichts. Und eins muss jeden Tag perfekt sitzen, die Tolle mit ganz viel Pomade. Maximal 10 Minuten, dann ist die Tolle perfekt. Gibt es auch schlechte Tage, da klappt es mal nicht so. Dann muss man die Haare nochmal waschen und dann kann es auch mal eine halbe Stunde dauern. Aufgepeppt werden nicht nur die Haare. Die alten Schätzchen aus den 50er bis 70er Jahren sind der ganze Stolz der Rockabillys. Es ist auf jeden Fall mal Baby, das ist halt auch wichtig, weil es irgendwo, man wird gesehen und natürlich macht das so ein Riesenauto mit so einem Sound macht Eindruck und irgendwo natürlich ist es ein bisschen was, wo zu dem Lifestyle gehört. Rockabilly, das ist einfach ihr Ding. Und auch wenn sie mal 65 sind, wollen sie noch Rock'n'Roll bis zum Abwinken.